schönen guten Abend, alle Guten. Wir fangen dann an mit dieser Table Ronde. Und mein Name ist Anja Di Bartolomeo. Ich bin ganz ein bisschen parteiisch an der heutigen Sache. Ein Moderator ist normalerweise ganz objektiv. Mehr als Präsidentin von der Allianz bin ich natürlich ganz am Sujet dran und ich freue mich umso mehr, dass ich heute Moderation machen kann. Vielen merci und gemein, dass mich gefreut hat. Eher das aufhängen will ich aber ganz persönlich wieder als Künstlerin, aber auch als Präsidentin von der Alan und Jessica richten. Ich fand das einfach genial, wie du den dort Projekt umgesetzt hast. Es gesagt denen so viel Empathie, Herzlichkeit und vor allem gesagt denen der Mensch. Für mich persönlich steht nicht ein Handicap am Vordergrund mit Person. Person, wie sie ist, mit ihrer ganzen Persönlichkeit und ich bin immens bereit. Ich fand das ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Inklusion, ein ganz wichtiger Schritt am Kader von der Sensibilisierung. Ich wünsche mir, dass es mehr so Projekte gibt und eine große Bravo und das. Ich ging natürlich immer da aufhängen, ihr Leute um Plateau vorzustellen. Ich bin ganz froh, Lin, dass du das neben mich gesagt hast. Da sind ich nicht so aufgeregt. Das ist Lin, die hat schon am Film kennengelernt. Neben dran sitzt den Erik. Dann haben wir Christine Zimmer, Direktrice von Info Handicap. Dann Thomas, wir kennen uns ganz gut. Wir sind zusammen am Verwaltungsrat von der Alarm. Marianne Dubler-Felten, Chefin heute zu Stangefurt. Der Kevin Feiereisen, Stangefurter. Und Jessica, das hat er schon kennengelernt. Wie bist du? Ich meine, es wäre interessant, dass dir ich auch noch ein Kerl selber vorstellt und nicht so offiziell, aber wie sie dir? Willst du noch ein Kerl aufhängen, Lin? Weil du bist schon am Film, du musst nicht noch ein Kerl. Oder willst du das Mikro nicht vielleicht testen? Probier mal. Was denn unten noch so? Du bist? Es sind Lin. Was hast du am liebsten gesagt am Film? Ich möchte gerne einen Film, der berühmt, der flott gefilmt tun, der flott gemacht wird. Weil sie das richtig gut gemacht. Ja. Und dann darfst du das Mikro weitergehen und den Erik. Boah, sind Erik ist schon noch nicht so lange, 36 Jahre. Und ich mag gerne Fotos und ja, der Rest geht daher noch gefahren. Es sind Christine und ich furchtbar gerne Kaffee. Im Büro wissen sie, wenn ich Mäuse rankommen, dass sie mich für dich einen Kaffee holen lassen, für das der Tag gut losgeht. Es sind dann schon 33 Jahre. An meiner Freizeit mache ich ganz gerne Musik, mir schon noch los seit ein paar Jahren Doppelwasserschwammen am Stausee für mich entdeckt. Guten Abend, das sind Marianne, hier ist dem Stengforter Schäferrot. Also für mich ist am Fungol da sind ganz vor am Gang mit immer verschiedenen Aktivitäten und das immer spannend, neuer kennenzulernen. Ich bin der Kevin, schon 31 Jahre, ich komme von Stengefurt und ich sehe gerne in der Natur. Ich bin Jess, ich bin Fotografin, schon 44 Jahre. Und ich spiele ganz gerne Trombon seit einem Jahr. Vielen merci, ich. Meine erste Frage geht um dich, Erik. Mikro könnt ihr zurück. Wir haben gesehen, denn Erik ist ein ganz passionierter Fotograf. Ich kenne viele Fotografen, Jess, du kannst das vielleicht konfirmieren, Fotografen, die stehen nicht so gerne vor der Kamera, oder? Meistens, nee. So, wie war das da für dich, Erik, für B-Moll 4 der Kamera zu stehen, für so einem großen Projekt mit einer professionellen Fotografin mitzuwirken? Also mein Cousin, als er mich durchkam, hat gesagt, Herr Erik, ich habe einen Artikel gesehen, wie bist du? Da habe ich gesagt, ja, ich melde mich mal. Und du hat Jess mich kontaktiert und du habe ich mitgemacht. Es war ein ganz interessantes Projekt, für Jazz kennenzulernen, für die Technik zu sehen, wie ein Fotograf
fotografiert, also war wirklich ganz interessant. Also ich war impressionant, wie ein Fotograf, ein Hobbyfotograf fotografiert und abhält, war wirklich ein interessantes Projekt. Also just wird das gut gemacht. Genial. Und ich meine, ich will da noch direkt bei der Foto bleiben, Erik. Du kannst das Mikro nachhalen. Du hast wirklich einen Don für das Foto. Gesagt, du hast einen An dafür, und das wird Jessica auch konfirmieren. Für gute Fotos zu machen, brauche ich einen An. Wenn ich richtig leide, du bist spezialisiert auf Natur, aber auch Tieren. Du brauchst vor allem auch viel Geduld, weil es könnte nicht einfach so ein Hirsch aus dem Busch gesprungen für eine Kamera. Mir brauche ich viel Zeit. Am Hund gesehen, du bist auf März, bist in NRW, du hast schon Ausstellungen gemacht. Und den Erik hat übrigens seinen Kalender, den möchte all Jahr, und den könnt ihr noch kaufen. Also den Erik ist ganz froh, für ihn zu weisen, und natürlich für zu verkaufen. Also dann hat er schon den Kalender für nächstes Jahr besser frei wie nie. Erik, was bedeutet Foto für dich? Also Fotografie ist für mich ein großes, als für mich etwas Ruhiges. Ich mag gerne Naturfotografie, alles was mit Natur zu tun hat. Ich gehe noch gerne an den Zoo, wie der November von den Montag bis den Donnerstag, heute sind wir rumgekommen, wenn wir auf nicht weit, also 2 Stunden von hier weg, fahren wir an den Paradeiser, an den Zoo, wirklich ganz schön, weil ich Tiere fotografieren. Sie gerade angeblendet. Du hast den Kalender, den voilà. du gerade gesehen. Also, du sind die 2 Schwäne, die bei uns am Park sind. Tris und Nähr. Ja, du sind Fotos auch, wo ich auch ganz gerne mache. Also wirklich, also sind immens ruhig. Also mit Natur sind ich immens ruhig. Also, ja. Das ist entspannt, du ja, genau. bist richtig ruhig, und für dich ist das wirklich Erholung. Ja. Foto. Also es sind noch ganz, wenn es Leute zu meiner Mama oder zu meinem Papa oder zu meinen Eltern, hey, Mama, ich gebe gerne an den Paradeiser gehen, ich will nicht für Anstände zu gehen. Dann hieß es irgendwann, ja, Erik, wir gehen an den Grotte Haar, und dann irgendwann kriege ich ein Telefon, ja, was drin objektiv willst du da machen? Dann hieß es, ja, ich weiß aber nicht, wie weit Tierchen weggehen. Dann hieß es da einmal, Erik, wir gehen an Paradise, ja. Ja, da war ich mega happy, also wirklich. Das war dann mein Geburtstagskado, ja. Immens. Wir gesehen, du bist durch und durch passioniert. Ich bin mir sicher, du wirst noch viele Leute uns sehen. Ja. So, Liden, da komme ich nur bei dir. Willst du das Mikro holen? Ja. Du hast erzählt, dass du gerne kochst. Weißt du, ich koche noch mega gern. Was? Das ist nicht gesagt. Nee. Was ist dein Lieblingsrezept? Oder? Nee, ich mache auch einen Fotograf, man hat ein Hobby mit Milan gemacht und Pilz gemacht und Champignon, so etwas. Der Fotograf gut und machen. Ja, so etwas. Okay, Ja. wow. Wow. Flucht gemacht. Super. Ja. So, Milan gemacht. verrätst du uns, was du noch ganz gern hörst? Wie ist es damit Riesen? Riesen und mega gern. Der Waldgläser ist mein Mom auch dabei. Wo warst du dann das letzte Jahr? Letztes Jahr war ich Portugal, Kanada, ja. New York? Und New York ist allerbest. Ja, erzähl mal. So, das ist so cool, du. New York ist genial riesig im Status. Das sind Total. Die Heißhäuser. Ja, Das ist komisch, dass sie so heiß sind, gell? das geht. Als da nicht schwindelig geht. Nein, nicht so. Okay, dann ist gut. An wie viel Luchten? Der Luther sieht mega schön aus. Der ist ein leichter Ei. Cool, ja. Willst du nicht zurückgehen? Ja, Das verstehe ich ganz gut. mega gern. Du tanzt aber auch gern. Ich tanze mega gut.
Das glaube ich da direkt. Ja. Und du gehst auch gerne auf Konzerten. Och, Musik. Musik allerbest. Ja? Mann. Lieblingssänger, Lieblingsband. Eine Musikband. Ja? Wen dann? Ja, für die, die ich kennen. Natürlich. Okay. Wir gehen mal Riverbeit an, weil guckt an als auch ein großen Musikfan, das weiß ich. Und für ein paar Jahre an, du hast ein Témoignage gemacht, an dem du gesagt hast, ein Drama soll nie abgehen, egal wie groß, wie klein oder banal es ist. Genau. Bei mir hat den eben mit dem Thema Musik zu tun, weil ich schon mal dachte, angefangen Auto zu spielen, dann dürfen Musik. Und dann schon hat man mal gesehen Zertifikat von den großen Konkurren, wo sie an der Zeit mitgemacht haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich aber mal aktiv war, war das nicht möglich aufgrund von der Besatzung, die wir in dem Moment hatten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es eben so. Wie ich dann auf der Uni war, habe ich dann da eine Brassband gefunden, am Anfang, wo mein Instrument den Ursprung hat. Und dann so, wenn man ein paar Jahre die abkommen, komm mir vor, ob die deutschen Meisterschaften. Ich wo kann das da hier. Und ich war dann in so einem Organisationskomitee mit dran, und ich habe das ganz auch geholfen mit aufbauen. Wir sind dann alle gut am Bus wie so über Bayern gefahren, um der Meisterschaft teilzuhalten. Wir haben uns an der innersten Division teilgeholt, die in dem Moment gauf. Und die Keier drauf sollte dann abgedeelt gehen, als an 2 Divisionen. Und mir gedacht, wir hören an der letzten Teil, für nicht als letzten aufzuschließen, aber der Grundgedanke war, dabei sein ist alles. Und haben wir dann an der Division als 4 von 6 aufgeschlossen. Aber wie wir fertig waren, war natürlich die Euphorie so groß, dass man Bus gedacht hat, okay, weil das nächste die Division an 2 gedeelt wird. Und wir immer an der innersten umtreten, da will man dann nicht die 4 von 6, mit die 1 von 3, das wird auch etwas. Natürlich waren nun die 8 Stunden beschäftigt, die wir bisher hatten. Und so den Dirigent noch, genau das ist die Erstellung, die ich von dir sprach, so ist gar nicht. Und das war in dem Moment mein Drama voll umgegangen. Auch wenn ich nicht Erste gewesen, aber nicht gewonnen habe, ich war beim Konkurs dabei. Hat ich nie gedacht hat. Super. Auch professionell, was du auch bei Dingen wie blieben, kannst du das da kurz resümieren? Ich verstehe schon nicht, worauf du raus willst. Professionell, du hast immer, du hast das gemacht, was du willst. Du hast die Studie gemacht, die du willst. Du hast ja. deinen Weg gegangen. Genau, also schon Chemie studiert, einen Master in der Chemie gemacht zu Aachen. Und ja, aber irgendwann habe ich gedacht, gleich Richtung Medizin wäre so eine Richtung, die ich will ausschlagen, ohne aber Medizin zu studieren. Das war mir dann aber ein bisschen zu viel. Und lo habe ich ein Arbeit, wo ich aber an das Labor von der SPD tatsächlich reingehen. Das ist schon die medizinische Wolle, aber lo an meinem Berufsleben fand. Und plus eine mega gute Equipe rundherum mich, weil ich auch nie gedacht hätte, dass ich das gefunden in der heutigen Zeit. Also hat nicht keine besser sein. Das heißt, an dem Sinne nicht abgehen. Und Genau. Ja, nicht unbedingt darauf verharren und sich immer da dann den Kopf setzen, aber auch mal so, okay, dann ist es nicht so und dann irgendwo geht dann eine Menge an Idee ab. Genau, und da sind wir dann beim Kevin. Kevin, du hast doch gesagt, du wolltest dich selber nicht abgehen, du hast mir erzählt am Telefon und du hast mir auch gesagt, dass es für dich wenig Limite gehen. Es muss just weh fangen. Kevin, du bist mit deinem Hirntumor operiert gehen, durch einen Accident aus deinem Sehnerv durchtrennt gehen. Das heißt, Haut, gesagt du am Anfang just nach hell und deich, da ist das so. Du kannst das vielleicht ein bisschen erzählen. Wie war das? Weil, wenn in Leute so eine Situation erzählt, dann ist es oft so eine Schockreaktion. Okay, das ist so ganz schrecklich. Aber wie kannst du da umgehen? Wie hast du die Kraft gefunden? Wie hast du die Unterstützung gefunden, für mit dieser neuen Situation umzugehen? Schock trifft es gut. Also, ich, zum Beispiel, ich war in der Klinik und schon nicht gesehen und ich war der fest Überzeugung, mein Anwir zugepasst, wie sich Herren und Leute rundherum kreischen und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht ist es nicht so gepasst. Und ja, wo ich hingekommen bin, ich war als echt, ich brauche mal als echt einen Bengel, einen blonde Bengel und dann habe ich herausgefunden, da muss ich natürlich bei den Doktor gehen, da wird ein Formular ausgefüllt und dann dauert das 6 Monate, bis ich einen blonde Bengel kriegt. Voilà, das ist hat am Anfang
keine Zeit wieder zu realisieren, weil es sind von Rendezvous zu Rendezvous und war just zu gucken, wie irgendwie an die Leben zu kommen. Ja. Ja, du warst aber ganz viel unterstützt gehen von den Leuten rundherum. Und das hat der Kraft gehen, hast du mir erzählt. Ja, auf alle Fall. Ihr habt meine Familie, meine Kollegen. Ich, auch wenn es mir nicht gut gegangen ist, dann habe ich rundherum geguckt und ich habe mich abgerappelt, für dass auch denen andere Leute mit der Situation besser an mir einfach fällt. Ja, und das passt dabei, was du gesagt hast, dich selber nicht abgehen. Was aber positiv ist, das ist, dass du auch neue Seiten und dir kennengelernt hast. Du hast mir erzählt, du gingst zum Beispiel mehr Sport machen, wie für Drohnen Musik machen. Was, das vielleicht auch krass so, aber war das positiv, was du gelernt hast? Ja, ich war ja dann zum Beispiel mit einer Gruppe von blinden Sehbehinderten, haben wir Judo gemacht. Und da habe ich herausgefunden, mal ganz simpel, mit den Anzug auf einem Bein zu stehen, das ist gar nicht einfach. Und irgendwann hatte ich ein Gefühl für meinen Körper, und auch wenn ich einmal kann, die Schiller geheim, den 20 Kilo mehr schwer ist wie ich selber, das gibt einem doch schon Motivation und Optimismus, dass eben auch andere Sachen packen kann. Und so sind ich durch die Judo deutlich mich selbstbewusst und mich selbstsicher gehen. Super. Christine, ich ging die nächste Frage dann um dich richten. Infohandicap, dir setzt dir schon lange an für Sensibilisierung, Chancengleichheit, Inklusion und noch ganz viele andere Sujets. Kevin hat gesagt, hier ist mit der neuen Situation so weit gekommen, dass sie weh erfunden wird. Trotzdem schwätzt man heute aber noch von vielen Barrieren. Wir wissen alle gut, dass es noch eine große Weg zu machen gibt. Wo bestehen Dinge noch die heftigsten Barrieren und Beschränkungen? Ich fange trotzdem gerne mal etwas Positives an. Für dich will ich ummerken, dass wir die Feststellung auch gemacht haben, hinter dem letzten Aktionsplan noch hinter der letzten Kehr, dass wir einen Schattenbericht gemacht haben am Punkt der Umsetzung von der UN-Behindertenrechtskonvention, dass sich viel weiter bewegt hat. Aber, voilà, du hast recht, wir haben noch einen Weg zu machen. Wir schwätzen aktuell ganz viel über physische Accessibilität durch das Accessibilitätsgesetz von den öffentlichen Plätzen. Wir schwätzen auch immer mehr über das Gesetz, wo an schon bald jeder muss konform sind von den Produkten und Services, dass die Leute, die können besser konsumieren. Gibt aber auch Sachen, die sind nicht in Gesetze verankert. Das ist zum Beispiel das, wie wir alle gut mit denen umgehen. Die Bewusstseinsschaffung, die man nicht mehr durch Sensibilisierung hinkriegen und noch nicht mehr mit den betroffenen Leuten hinkriegen. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass heute nur, wenn so viele betroffene Leute sitzen, weil keiner kann als ein Spaß so was braucht, wie die Betroffenen selber. Wir müssen für jeden einfach auch gucken, dass die Informationen, die gedeelt gehen, besser zugänglich sind. Ich so noch Leute ohne eine Beantragung haben nicht forcément Bachelor, Master, Doktorat gemacht, aber profitieren auch von einer einfachen oder leichter Spruch. Ich so da als Beispiel an der Gemengekommunikation mit Bürger. Wir müssen noch viel erfahren, ob den Rest von den Leuten an der Justiz machen. Wir haben ein totaler Kurateilssystem, die leider nicht ob unterstützend Entschädigungsmaßnahmen ausgelöscht ist. Wir brauchen persönliche Assistenz, für das die Leute viel mehr nach ihr Talente und Kompetenzen können ausleben, dass sie noch mehr partizipieren können. Gesellschaftliche Leben, ob der Arbeit gleiche Chancen an der Schule haben, gleiche Chancen im ersten Arbeitsmarkt haben. Also es gibt auch ganz viel Baustellen an wie gesagt auch den Umgang an der Justiz mit den Leuten, am Santé-Bereich mit den Leuten. Mehr an der Gesellschaft muss es einfach klar gehen, muss es bewusst gehen, dass es als Aufgabe ist, dass die Gegenüber das versteht, was wir wollen mitteilen, für das noch eine Entscheidung für sich selber treffen kann, weil ganz oben auf der UN-Behindertenrechtskonvention steht ja auch die Autonomie und Selbstbestimmung von der Person. Voilà. Du hast quasi auch schon auf meine zweite Frage darauf geantwortet, du wolltest aber auch noch von einem Projekt mehr genau erzählen. Ich bin ganz begeistert.
Also für all die den Novenden mat enger net sichtbarer Beantrachtung ha sinn, bei ich auch will so zwischen 15 und 20% von der Bevölkerung lebe mat enger Beantrachtung, das ist quasi all fünften. Auf von all denen Leute hun 80% eng Beantrachtung, die net visibel ist. Und mir hun den Noventeier bei dem Stand auch die Lanja, den der Hai gesieht, den Erik auch schon unhört, den eigentlich weist, ob ein ganz diskret aderweis, dass vielleicht ab einem gewissen Moment Hölf braucht, mehr Zeit braucht oder verstehst du mich. Den Hidden Disability Sunflower als wirklich eine Möglichkeit für Leute mit einer nicht sichtbaren Beantragung so, ob sich aufmerksam zu machen, dass kein Verständnis vis-à-vis von ihnen gelieft gehen. Auch in schwierigen Situationen, am Flughafen, an einer Stresssituation, wie vielleicht hier auf der Bühne, da sehen, wenn in auf einem gewissen Moment auch heute sie verflucht ist, weil Blut in einem Riecht Gesicht schenken, da sehen dann noch vielleicht kann er mit diskreterweise weisen hat das so schwierig für mich. Und voilà, jederin, den eng Beantragung hat, den nicht gesagt, kann se Stadt bei uns auf den Stand gratis sicher kommt, muss ich noch nicht beweisen, dass er eng Beantragung hat. Es geht wirklich nicht darum, sie Vierdeel zu kriegen, es geht einfach sichtbar zu machen, dass ich vielleicht Hilfe brauche. Und noch die Kommunikationskarte, die Tanja Gratesch gehalten hat, die lehnen wir aus, sozusagen, ob moderner Spruch geben, dummer da können weisen, wie gering oder rot gerade Social Battery ist, das ist gering, ich kann gerade kommunizieren, orange froh mich, wie viel ich kann kommunizieren, rot ist, ich kann gerade nur lauschen, ich kann aber nicht mit der kommunizieren. Und das ist auch ein diskreter Weise für eine Stresssituation, nicht unbedingt auch nach ein müssen sich zu erklären. Also eine super Aktion. Ich bin wirklich begeistert. Jessica, eng froh dich. Das ist ein Projekt, das sich für die Inklusion einsetzt. Wie kann Kultur global zur Inklusion beitragen? Wir versichern. Ich meine, jeden, den also kann Sachen durch Kultur, Service, durch Foto, Kunst, Malerei, Spektakel, Theater, whatever, kann Leute auf einem anderen Niveau erreichen und kann die Message rüberbringen. Und da kann die Message oder die Plattform natürlich nutzen für den einen oder anderen Sinn oder Message zu machen. Das heißt, für mich bietet einfach also eine gute Gelegenheit, für Sachen rüberzubringen. Und ich nutze das viel an meinen eigenen Projekten, dass ich die alle guten Sozial-Gesellschaftsthemen immer ein bisschen so gehen, dass ich das oft ein bisschen ausnutzen und oft gucken, okay, was kann ich wie auch heim, in diesem Fall mit dem Video, was kann ich da noch machen. Das blieb schon eine Plattform, weil ihn dann auch, wenn ihr an einer Galerie erstellt, zum Beispiel, holen die Vernissage, da kommen Leute hin, die normalerweise gewinnt sind, an die Galerie zu kommen, sind aber vielleicht nicht gewinnt, nur den dort Video zu gesehen vielleicht. Der Tisch hat ihn dann einfach schon Leute erreicht, die sich konzentriert dann von Gold per se wären, als einfach Beispiel. Merci, und da ging es weitergehen und Mariam, die das Friedrich schon hören, Stangefurt sitzt schon ganz lang für Inklusion, für Sensibilisierung an, genau wie heute Abend. Du bist mir persönlich froh, Mariam, was bedeutet für dich Inklusion persönlich am Plan von deiner Arbeit? Also so wie für mich Inklusion bedeutet am Fongol erstens mal auch können, dass in den Menschen nur lauschen kann. Also ein Open Ohr zu holen, aber auch sich Zeit zu holen und nicht einfach das überflächlich zu sein, kurz nur lauschen, dafür auch meine Message ist wichtig und Politiker rundzugehen und noch ihnen noch zu suchen, wenn etwas nicht gut ist. Ich meine, wir machen zwar vielleicht vieles in der Gemeinde, wir sind aber bestimmt noch ganz viele Sujets, wo wir vielleicht auch nicht dran denken. Also mir wichtig auch als Mensch, dass ihr ruhig ob ihr durch könnt an
auch erklärt, was man noch können besser machen. Hast du den Noven noch ganz gut gesehen. Zu viel Momente, wo ich auch Matkrieg tun, wo auch für mich neu sind, wo ihn dann einfach auch Erfahrung sammelt, für eben auch nach auf dem Wolle alles besser zu machen, auch an der Politik. Voilà, das ist das, was ich Genau, also die Politik von der Opener dir, also vor allem auch, wo wir beim Thema sehen, der Mensch aus sich gesehen, und wir sehen ja alle sich, nicht mehr Menschen. Wir wissen aber auch, dass das nicht von Haut auf Mur geschieht, Limiten auf Zeit zu raumen, das sind konsequente Herausforderungen, unter anderem auch, was das Budget angeht. Kannst du ein bisschen beschreiben, was die größten Defizite sind auf kommunalem Plan? Also das ist schon gesagt, genug mit dem Gesetz. Also das ist schon richtig, dass wir als Gemeinde auch müssen konform setzen, wo die neuen Gebäudeketen, du hast das ja auch selbstverständlich, auch dass wir mit unserem Service Egalité des Chances auch direkt am Anfang von einem Projekt auch gucken, was wird gebraucht. Wo da war ein bisschen mehr kompliziert, das ist natürlich bei unseren allen Bauten, also wie ich gesehen habe, neben drunter ist das Schmelz. Du hast si mal am Gang mit einer PMR gerecht Toilette. Das ist aber auch Budget. Wir sind noch am Gang mit den Straßen, auch dort Infrastrukturen. Das alles, das geht nicht von Haut auf Mur. Und das ist eben dadurch weiterhin so ein bisschen kompliziert. Das will, kann in sich reelle Budget setzen, aber das braucht aber alles Zeit. Bei den Neugebäudeketen, du hast das mir einfach. Wir aber auch, sind aber auch so kleine Sachen, wo nicht vielleicht unbedingt an Budget fallen, wie Rampen oder gibt wirklich so viele Details. Das muss ich sich immer alles auf froh setzen und gucken, wo kannst du noch etwas verbessern. Wir haben zum Beispiel auch, das wird, ja. Dann verläufst du. So einfach so richtig direkt raus, wie ich denke. Ich habe dann immer viel Budget geschwärzt, den dann spezifisch für so Adaptationen muss bereitstellen. Wie wird man nicht einfach den neuen Standard als PMR gerecht, Punkt fertig, weil wenn ein Toilette, ein Angang von einem Gebäude PMR gerecht ist, können auch normal Leute drüber gehen. Das ist das nicht für eine ziblierte Gruppe, wo das speziell adaptiert wird, mit das wirklich für jederin, wir schaffen eine Inklusion am Platz mal lo, den normalen exkludieren in gewisser Gruppe. Und da brauche ich noch nicht mehr über Budget zu schwatzen. Ganz gut, ganz gut. Das ist auch ganz richtig, weil das so, mit das eben just bei den alten Gebäuden, da braucht das eben ein bisschen mehr Zeit. Aber natürlich bei den neuen, da haben wir ja als Aufgabe zu machen. Und du hast das Gesetz auch gut, dass das endlich auch da ist. Genau, ja, Christine? Just fähig zu sagen, auch von Kommerçanten sind, weil Leute sind, die Bestand müssen à jour setzen. Wir wollen alle Guten, dass das so schnell wie möglich geschieht, für das Schiederin kann deholen an es gibt noch Subsidien vom Ministère de la Famille, pardon, an hast du 24.000 €, die 50% vom Investiment können aufdecken. Ich will noch kurz bei der Sensibilisierung bleiben. Mir gesagt, das ist ein zentrales Element. Du selber hast an deiner Kindheit, aber auch an der Jugend viele Erfahrungen mit Mobbing gemacht, auch mit Remarken, die ganz krass waren. Wie bist du damit umgegangen und wie gehst du heute damit um? Ja, also das ist schon ein Zeitchen hier. Es war fit an. Du kannst aber auch gerne. Wir gehen dann nur und Marianne weiter. Okay. Demos war dann natürlich ein anderer Sache wie heute. Ich habe in dem Moment meinen Pals abgebaut, den Schock kann Gott sei Dank zurückgreifen. Aber Demos ist halt so weit gegangen, dass physische Gewalt immer angewendet wurde. Ich weiß noch, Demos am 2. Schuljahr, so der muss einen Gag mit mir gemacht, besonders schon enge Mitschüler. Und ich halte es schon so genug, dass wir mal auf dem Schulhof oder auf dem Spielplatz rausgegangen sind und ich schon war ein Tisch mir an der Mauer auf dem Schulgebäude schon immer mehr nur Richtung Mauer gedreht, bis nur genug dabei war und ich voll am Kopf an die Mauer gehalten, dass er nur Loch am Kopf hat. Nicht mal nicht getraut zu kreischen, und seitdem hat er mich auch los. Nicht so gefährlich, ich schrieb da von der Schulfilme, ich schrieb ein Retinue-Creme, das ist nicht geschieht, Gott sei Dank. Und voilà, heute ist das, mischt das mal Männer aus, für Leute mich da mal gucken.
Schaut las nach de Fall, dass ich am Auto beigefuhr sind an hunne parallel an eng Parkluk gepackt, die war relativ großzügig so Schlummel. Und ich hatte im Moment auch Chance, dass ich an engem Satz aus dem Auto ragein, das muss vielleicht noch 14 noch an, da geht das. Aber dem Moment war das an engem Satz gegangen. Und ich gesehen, dass so ein Tippchen an meinem Alter mir nur geguckt hat, also in dem Hunde können auf die Knie. Und dann sind ich rausgekommen, nicht gesagt, gesagt, man das von einer behinderte Frau, Mensch, das hast du nicht gedurcht. Nicht schlimm gedreht an das Gang. Weil an dem Moment sind die Sprüche noch nicht bräuchte, haut es das bringt nichts an. Sie weiß nicht mehr nach hier Wirkung mehr. Das ist auch leider Erfahrung, die das mischt. Maria? Ja, leider, also bei mir war es Gott sei Dank nicht so schlimm. Das aber auch, ich fand, was wichtig ist beim Mobbing, dass ihn einfach nicht zu lang wartet, bis ihn etwas sieht. Ich meine, das ist einfach eine wichtige Message, weil du kannst ihn einfach dadurch krank gehen und das ist immer auch wichtig, dass ihn sich äußert und nicht zu lange das für sich hält, weil dass den anderen den falsch nicht die selber. Erik, du hast mal erzählt, du hast auch so Erfahrungen gemacht, dass du Remarque gemacht hast. Wie war das für dich? Ja, ich habe doch Remarque gemacht. Wo ich an der Schule, also wo ich dann an der Schule war, wo ich dann noch gesagt, wo ich dann am Rollstuhl vorher war, und da habe ich auch gesagt, wo ich auf einem Foto gesagt habe, du brauchst keinen Rollstuhl, du kannst ja gehen. Und ja, das fand ich schon nicht ganz korrekt. Hat ich meine Füße nicht gut. Ja. Unmöglich. Lin, willst du noch etwas sagen? Waren auch schon Leute base mit dir, wo sie den Gag gemacht haben oder so? Ist dir das auch schon geschieht? Erzähl mal, wie war das? War das du geschieht? Das ist ein Kehr gemacht, das ist früher wach getötet waren. Das sind Flipflops gegangen, ich mein Brüll, die Krete mit Chung, diese Futter gegangen und mir verliebt nicht machen. Ne, verliebt nicht. Ne. Das war ganz traurig, gell? Ja, das Mobbing. Das Mobbing, das kann ich nicht akzeptieren. Das ist einfach Respekt tun. Respekt tun. Ich meine, das ist ein ganz wichtiger Satz von heute Abend. Dafür ein froh und ich alle Guten. Inwiefern muss man mit der Sensibilisierung an der Schule aufhängen? Und zwar nicht am 6. Schuljahr, und ich für Schulschwätzen, da meine ich schon an der Kirchen, an der Präkos. War das eine Meinung dazu? Wie will du aufhängen? Also ich fand, wenn ich an der Schule guckt, wie viele Leute mit Behinderungen schon aufhängen, ich gebe so, da müssen wir so schnell handeln, wie ja, das gemerkt wird. Also es sind absoluter Meinung, was mir frei war besser. Und wir noch seit diesem Jahr bei Info Handicap für Sensibilisierungsformationen de Monte von Krechen auf von Maison Relais. Und du gehst auch hin und schon noch selber an einer Maison Relais gehalten. Und ich war mit einer Person, die komplett plan ist. Da haben wir noch plane Feierparcours mit den Kindern gemacht. Wir gestalten das natürlich altersgerecht in dem Sinn. Und zum Schluss haben wir uns dann noch gefreut, wie sie das fanden. Und du hast jung gesagt, aber ja, meine Mom gesagt nicht gut. Und ich werde hier den Abend so, dass wenn sie eigentlich gut mir gesagt, dass da kein Problem ist, wie über die Straße zu kommen, weil ich weiß, wie ich hier kann helfen. Und da ist einfach, Kinder sind immens open. Und sie gehen ganz unvoreingenommen einfach an die Situationen ran. Und sie kennen auch viel mehr Kinder mit einer Beeinträchtigung, wie ihr meint, an ihrem Umfeld daheim, aber auch an der Schule. Aber wenn wir da von klein an eigentlich aussetzen, dann haben wir schon ein größeres Stück gemacht, wenn die Leute in erwachsenen Alter kommen und einer komplex Teenager-Komplexitäten dabei kommen. Ja, ich fand das gesagt gehen, das kann auch viel mehr opposehen, einfach in ihrem Gegenüber. Und ich denke, dass du das den Fehler von uns wissen, dass das mehr kann er zurückzählen. Also, nee, los die Lohr rauf, vielleicht will den du nicht drüber schwatzen und so weiter. Los kann er einfach mal machen. Wenn sie wirklich auf den anderen durchgehen, den anderen will nicht mit ihnen zu dienen, da geht ihnen das schon zu verstehen. Und das ist auch, da sind die Eltern noch gefordert. Wir können das nicht die Responsabilität nehmen, der Maison Relais, der Krechen und so weiter überlassen, da sind noch die Eltern gefordert, der Menge an.
Ja, also ich kann mich just weder auch ausschließen, weil ich meine, was man echt da dummer aufhängen, wird besser. Auch schon wirklich auch präkos Spielschule, auch du sensibilisieren. Also das Mengen an. Ich meine, es ist wichtig, dass man da immer rum, und auch immer rum, weil komme ja dass ich das wirklich auch alle Jahre möchte, an die Klasse gehen oder dann immer 4 und dass ich das nicht einkehren möchte und dann nur, dass wirklich, dass ich das vielleicht auch seht, als Schuljahr, dass ich sich zum Beispiel die Spielschule oder die Schule hält, dass ich an dem Jahr mehr, dass auch kann all da durchgehen. Das ist auch wichtig. Wichtig. Ja, das riecht mir muss mit der Sensibilisierung so frei wie möglich an die Schule gehen. Ich merke, dass ich selber wahrscheinlich zu meinem Groß an die Schulklasse gehen, an der Spielschule sind, kann er super open stellen, all hier Fragen, was kann er mir all gehen oder Jugendliche, was sie schon wie verschlossen sind an schon skeptisch wie von einem Handicap stehen, dafür so frei wie möglich auf alle Fall. Ich kann mich auch nicht mehr ausschließen, natürlich absolut und kann auch klein sein, sind sie noch unbefangen und stellen einfach hier Frohen und sie holen einfach die Gegenüber als Gegenüber an, wo kein Vorurteile oder Suggerieren absolut gar nicht. Schwer teilweise mehr dafür, nicht immer so projektbezogen zu machen, mehr für Weg zu suchen, halt das einfach ein Schulstand an der Wieso zum Beispiel oder wie man so immer will nennen, also einfach eine Stunde, da behandeln man der Toten auch mit dabei. Weil sonst ist immer ein bisschen Extras, was wir dabei haben. Mir das ist natürlich noch ein weiterer Weg, aber vielleicht möchte sich ja etwas an dem Sinn an den nächsten Jahren, das für mein Wunsch effektiv. Also viel interessant Pisten. Ich meine, wir könnten heute noch lange weiter diskutieren, wir sind aber ein bisschen angekommen. Ich will dich aber noch fragen, wo dir noch etwas Herz, weil da die Leute heute nur unbedingt will suchen. Egal, was du das. Was du noch etwas so, Lin? Ja, Ali, bei dir. Also, hi, das ist aber so, ich weiß nicht, wie was dir ganz wichtig ist. das will ich das als Familie haben. Und dann Leute auch alle wichtig. Das wissen, die Leute tun, ich würde gerne Leute tun. Verstehst du? Und dann die auch haben, die so für Projekt müssen, auch will ich das schwatzen, das ist so mein Herz. Also. Und du willst so, dass ich auch Madeleine muss Sachen machen. Ja, Madeleine als immer schwatzen. Man nicht schwatzen, ob ihn so gehen. Ja, so wollen, ja. Genau. Und den Mensch gesehen, und nicht in. Ich will gerne Menschen gesehen, das ist mega. Ich meine, ein besseres Schlusswort können wir einfach nicht kriegen, wie dein Lin. Vielmals merci dafür. Bravo. Merci auch. Das weh. Das ist genau so, wie am Témoignage gesagt wurde. Es ist nicht behindert, es geht nicht behindert. Ihr alle Guten, die heute nur in Heu seht, wir haben noch ganz viel Arbeit zu machen, wir haben noch wichtige Schritte zu gehen, aber die alle Guten können dazu beitragen, für Barrieren am Kopf aufzubauen. Vielmals merci. Ich wollte man ja, wenn er vielmals merci so für die schönen Encadrement, das hat er gemacht, mit uns alle Guten. Und noch dem Jazz für die schöne Reportage. Und alle Guten, die mit geholfen haben. Also vielmals merci. Merci, Erik. Die war doch einfach die Beste, was soll ich sagen?